Klaus, bitte zu Tisch. Heute gibt es Torte. Den Hof in Mecklenburg-Vorpommern hat der ehemalige Fliesenleger von seinen Eltern übernommen. Die züchteten hier früher reinrassige veredelte Landschweine. Klaus machte aus dem Bauernhof ein Freiluftgehege. Und hier ist den Tieren jetzt fast alles erlaubt. Sie sind Klaus' Familienersatz. Heute gibt es für die Lieben ausgesuchte Leckereien. Ich hole manchmal ganz frischen Kuchen, kannst du sofort essen. Und Brot, ganz weiches, manchmal warmes Brot. Da muss ich jedem erzählen, ne? Denn wie manches hier entspricht auch das Futter nicht immer ganz den geltenden Gesetzen. Na komm hierher, komm. In dieser illustren Gesellschaft scheint jeder willkommen. Und alle lernen schnell, das Futter miteinander zu teilen. So wie Ischi, das Pferd. Eines Tages wurde es bei Klaus einfach abgestellt. Ischi war verletzt und für den Vorbesitzer unbrauchbar. Das Pferd sollte hier auf den Schlachter warten. Als der kam, jagte Klaus ihn weg. Ischi blieb und lebte wieder auf. Die Welt, die Klaus sich hier geschaffen hat, ist ein kleines Paradies. Ein Zufluchtsort. Cliff, der Schäferhund, ist einer der wenigen, der hinter Gittern leben muss. Er soll die Gegend bewachen, Alarm schlagen, wenn Eindringlinge oder Füchse sich nähern. Denn ein Teil des riesigen Grundstückes ist an dieser Stelle nur durch ein kleines Flüsschen begrenzt. Auch Cliff hat bei Klaus Unterschlupf gefunden. Der Hund ist mir gebracht worden. Der heißt Cliff. Und er ist seinen eigenen Herrn angegangen. Und da noch kleine Kinder oder Kinder auf dem Hof, sich auf dem Hof befanden, mussten sie den Hund abschaffen. Und dann haben sie ihn zu mir in die Obhut gegeben. Das ist ein sehr guter Wachhund, ist das. Ich habe auch schon kranke Hunde aufgenommen hier. Die habe ich versucht, wieder gesund zu bekommen. Ne? Es ist eben so, man will dem Tier eben helfen. Das sind auch Kreaturen, so wie du und ich. Ne? Das ist irgendwie, ist so drin in einem, irgendwie so eine Hilfsbereitschaft. Das ist ja genauso, wenn ein Mensch in Not ist, denen würde ich auch helfen. Und warum soll man nicht Tiere in Not helfen? Tag aus, Tag ein schleppt er Wasser und Futter. Allein und ohne Hilfe. Aber dafür ist er Herr im eigenen Reich. Ein Reich, in dem eigene Gesetze gelten. 60 Hektar groß ist das Refugium aus Wiesen, Wäldern und Teichlandschaften. Klaus hat sie fast alle selbst angelegt. Eine Oase aus Freiheit und Chaos. Die Tiere haben sich hier eingerichtet, auch im alten Gutshaus. Klaus selbst wohnt in diesem Bauwagen. Der verrückte Bauernhof ist in der ganzen Gegend bekannt, auch den Behörden. Die schicken häufiger Tierärzte zur Inspektion vorbei. Ja, ist auch das so. Sie können draufkommen. Ich hab gerade das Zwingermaterial hier auf dem Auto. Das fahre ich jetzt dahin, da kommt ein neuer Zwinger. Tschüss. Frau Linz. Das ist auch eine Amtstierärztin, hat auch alles, Lebensmittelüberwachung. Die haben alles zu überwachen, wie einer die Tiere hält, dass keine Schweine frei rumlaufen. Wo sind die Schweine jetzt überhaupt? Den schmeiße ich jetzt erstmal einmal Weizen. Die Schweine sind gern unterwegs. Immer wieder brechen sie aus, auf Nachbars Felder. Heute sind sie zwar da, wo sie hingehören, aber Klaus will ganz sicher gehen und sie direkt bei sich haben. Hoffentlich kommt die bald, dass wir die loswerden. Klaus wird nervös, denn heute hat sich die amtliche Tierärztin angesagt. Sie will nach Cliff, dem Schäferhund, sehen. Und das ausgerechnet heute. Tagelang hat es geregnet, alles versinkt im Matsch. Die Dame vom Amt, Frau Linz, kommt gut vorbereitet und mit Assistentin im Gefolge.
In Cliffs Zwinger bleibt an solchen Tagen nur noch eine kleine Ecke trocken. Die beiden Frauen kämpfen sich durch den Matsch. Schon längst hätte Klaus einen neuen Zwinger bauen sollen. Aber es fehlte die Zeit. Jetzt will die Staatsmacht hart durchgreifen. Herr Neyes, Sie haben noch oben Zwinger frei. Wo? Oben sind ein Zwinger frei, zum Beispiel vorne am Eingang ist ein Der Zwinger ist zu frei. klein. Der ist nicht Der so klingt- klein, wie Sie jetzt den Zwinger hier neu machen wollen. Sie können den Hund da praktisch Sie wissen rübersperren. gar nicht, welchen neuen ich meine. Sie wissen Ich das. weiß aber den Zwinger da vorne, wo ich eben reingekommen bin. Ja. Da ist ein Zwinger, der ist leer. Und wenn er da Der ist rauskommt, sicherlich zu klein, aber da kann der Hund sehr gut die kurze Zeit, wie Sie gesagt haben, wie es dauert, einen Zwinger zu bauen, kann der Hund dort rein. gut, ich nehme Und ich zu. möchte, dass der Hund jetzt in meiner Gegenwart umgesetzt dann wird. müssen wir das Futter wegnehmen. Okay, nehmen wir das Futter weg. Wenn mich jetzt angeht, komm her, mein Freund. Komm her. Komm her, ihr Schön. Komm her. Der beißt Sie. Ja, komm her hier. Mit Schund. Komm her. So gefährlich ist Cliff nun auch wieder nicht. Aber Klaus' Show zeigt die geplante Wirkung. Herr Neyes, kommen Sie mal weg da. Herr Neyes! So, ist gut. Für die Behörden ist Klaus eine Herausforderung. Er widersetzt sich allen Anweisungen, die man auch versucht, ihm zu erklären und auch noch nett rüberzubringen, sage ich jetzt mal so, dass er das wirklich auch angesichts seiner Lage, er ist ja nur auch bestimmt nicht begütert und so, dass wir ihm auch Zugeständnisse machen, aber er tritt eigentlich alles mit Füßen, weil er also auch die gut gemeinten Ratschläge und die Kompromisse, die man anbietet, damit alle damit leben können, die Tiere eben vor allen Dingen, alles in den Wind schlägt. Eine Notlösung für Cliff jedenfalls ist vorerst gefunden. Aber die Schweine bleiben ein Problem. Klaus sollte sie, so die Anweisung der Veterinäre, schon vor Wochen abschaffen. In ein paar Tagen läuft die Frist ab. Wir haben jetzt gesehen, dass mindestens 10 bis 15 Schweine hier heute auf dem Hof sind. Wahrscheinlich mehr, also die uns gleich am Eingang begrüßt haben. Termin ist Montag. Bis dahin, und dann werden die Schweine, wie gesagt, abgeschossen. Die Schweine sind der karge Rest einer einst stattlichen Herde. Vor einem Jahr haben sie ihm 200 Tiere abgenommen, einige sogar einfach abgeschossen. Die Sau mit ihren Frischlingen konnte er vor den Behörden im Wald verstecken. Jetzt müssen sie aber weg, denn bei ihren Ausbruchstouren droht Kontakt zu Wildschweinen. Und die sind Überträger der Schweinepest. Klaus bleibt diesmal keine Wahl. Die Schweine, die da sind, die gehen alle weg. Wenn Sie selber Kann sein, die über das wenn Wochenende einer- verkaufen, sind Sie Na klar, klug Mensch, und wie gesagt, können das auch auf Ihre Kosten machen. Alles andere wird nachher wieder teuer für Sie. Ja, ja. Dass am Ende nichts übrig bleibt von den Tieren. Und im Prinzip noch Naja, Kosten wir dazu sind ja kommen. einiges gewöhnt schon. Ey. Ich bin mit allen fertig geworden und ich werde auch jetzt noch fertig werden, auch wenn ich bis 70 bin. Das glaube ich auch. Ja, das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis ich aufgebe. Sie sollen ja auch nicht aufgeben. Und dann kommt Lammmilch hierher. Ne? Das ist ja, die Wirtschaft soll sich ja weiterentwickeln und sich nicht rückentwickeln. Die sprechen ja von Rückbau und sowas gibt es bei mir nicht. Herr Neyes, wir kommen Montag dann wieder. Glück gehabt. Diese Hündin mit ihren Welpen hat die Veterinärin nicht entdeckt. Echte ostdeutsche Schäferhunde. Eine von Klaus' Spezialitäten. Im Wald versteckt. Klaus' Zucht wird von den Behörden nicht gern gesehen, denn er kann sich von seinen Tieren nicht trennen und bringt es erst recht nicht fertig, sie schlachten zu lassen. Auch wenn er das nicht gern zugibt. Nachbar Schorsch kann ein Lied davon singen. Vor kurzem hat er zahlungskräftige Käufer aus dem Westen organisiert, die Gänse haben wollten.
aber Klaus rückte keine einzige heraus. Jetzt ist George gekommen, weil er Draht für seinen Hühnerstall braucht und um nach Klaus zu sehen. Eine Hundebude. Ab und zu gucke ich doch mal vorbei, wie es ihm geht und was er so macht und was er für Probleme hat. Probleme hat er ja immer. Aber er ist ja zum Teil ist er selbst schuld, muss ich eins sagen. Er hat ja genug Spielzeug, er kann ja was verkaufen. Natürlich habe ich Gänse verkauft. Wo denkst du denn hin? Damals, wo ich dir den Geschäftspartner von Wer war drüben das? so besorgt habe. Habe ich denen keine gegeben? Nö. Weiß ich gar nicht. Und aus welchem Grunde? Hast noch gesagt, ja, besorgt beim Käufer. Und ich habe sogar von drüben war ich auf Besuch da und da habe ich davon gesprochen. Die waren wie verrückt, die wären von Köln wären sie alle gekommen. Nee, das weiß ich gar nicht. Ohne Tiere, da wäre er schon längst tot. Je mehr, desto besser. Warum? Dann fühle ich mich am wohlsten. Es gibt ja auch Menschen, die viele Menschen um sich haben wollen. Auch ein anderer kommt öfter vorbei. Klaus' bester Freund Wolf Dieter. Der ehemalige Ingenieur kennt den Hof noch aus Kindertagen, verbrachte regelmäßig seine Schulferien hier und liebt die kleinen und großen Verrücktheiten des Refugiums. In letzter Zeit habe ich wirklich ein bisschen Sorgen um Klaus, weil ihm die Tiere eigentlich über den Kopf gewachsen sind. Es sind zu viele Tiere geworden und Klaus hat auch nicht mehr die Kraft, das alles alleine zu versorgen. Er ist aber alleine, er muss es schaffen und ich habe Angst, dass er sich übernimmt bei der ganzen Angelegenheit. Wolf Dieter packt jetzt mit an. Vor allem bei den Zäunen. Die sind marode und werden immer wieder von den unternehmungslustigen Schweinen kaputt gemacht. Käufer für sein Borstenvieh hat Klaus noch nicht gefunden. So richtig scheint er sich darum auch nicht zu bemühen. Wolf Dieter wird das Gefühl nicht los, dass sein Freund die Schweine einfach verstecken will. Aber wenn dann eben nach wie vor Schweine im Wald sind von dir, dann gibt es wieder Ärger, Klaus. Ja, na klar. Das heißt, also, du kannst die nicht einfach in den Wald treiben und sagen, die sind weg. Die wissen ja, Ich wo sie habe deine dir Tiere eben verstecken. gesagt, Ja. die Schweine gehen Das sag weg. ich ja. Ne? Die gehen nicht im Wald rein. Das kann man sich gar nicht aussetzen. Organisiere das jetzt, dass die weg sind bis dahin, Die dass Schweine du gehen weg bis dahin und ich habe meine diesen Ruhe. Termin einhältst. Ja. Die Sau und ihre Sippe könnten bleiben, würde Klaus sie in eine Koppel sperren. Doch das widerspricht seinem Freiheitsbild. Ein Schwein fühlt sich so wohler, wenn es frei laufen kann, als wenn das eingesperrt ist. Aber wegen der Seuchengefahr muss ich das eben einstellen. So, und ich habe keinen Spaß mehr an meine Tiere, wenn sie alle eingesperrt sind. Bei mir muss alles frei sein. Klaus, du hast auch die Kraft gar nicht mehr, alles alleine hier zu Och, machen. ich fühle mich wohl und ich kann das gut schaffen. Das ist zu viel, was du hier zu versorgen Och, hast. je abwechslungsreicher, desto besser. Ich mache nichts Eintöniges, auch in der Tierhaltung. Dass seine Kräfte schwinden, will Klaus nicht hören. Er sagt nie Nein, wenn Leute nicht wissen, wohin mit Tieren. Wie bei diesem Kaninchen. Halb verhungert und angesenkt wurde es in einer Aschtonne gefunden. Bei Klaus hat er sich schnell wieder erholt. Und wieder ist Besuch da. Ja, weiß ich ja aber. Die weiße Java soll zum Bock. Ihre Besitzerin wünscht sich Nachwuchs und hofft auf eine schnelle Abfertigung. Doch vorerst sorgt die schöne Fremde erstmal für viel Aufregung. Das gepflegte Haustier wird bestaunt und schnell ist klar, die Sache wird nicht so einfach. Die Ziege muss länger bleiben, damit es klappt. Wenn sie das erstmal gebracht hat, da was hinter uns steht. Dann wäre ich stolz. Ich kann euch ja eine Ziege leihen. Ja? Und die mit den größten Eutern. Und das wäre, Die müsst ihr bloß wäre melken. schön, Ihr ja. braucht die Milch. Ich habe ein schwerbehinderte Kind und das Ziegenmilch, ich denke, das ist zweite Milch nach Dann Muttermilch. leih ich, ja, weiß Und- ich. Dann leih ich euch hier die Ziegen hier und die könnt ihr bei euch melken und die Milch nutzen. Weil ich mit meinem Finger nicht mehr so melken kann. Den Finger hat er sich an der Kreissäge verletzt. Seitdem warten die Ziegen, dass sie gemolken werden. Es ist höchste Zeit. Komm rein, Ziege. Eine Melkmaschine war nicht bezahlbar. Und die Ziegen abzuschaffen, undenkbar. Oh, ist die schwer.
Klaus kann der Frau aus dem Nachbardorf gleich 3 seiner Problemfälle zum Melken mitgeben. So. Und pass auf, dass die jetzt nicht raus. Sollen sie drin bleiben? Nee. Der spontane Tausch war gut. Eine Hilfe für alle. Es könnte ein regelrechter Glückstag werden heute. Auch für die weiße Java. Sie hat einen Freund gefunden. Und auch der scheint glücklich über die neue Begleiterin. Die beiden sind vom ersten Tag an ein Paar. In Ermangelung eines Büros regelt Klaus seine Dinge im Auto. Immer noch sauer auf die Damen vom Amt. Das heißt, ich krieg das nicht in den Griff. Ich krieg es doch im Griff. Wenn es jetzt Wasser oder eine ganze Zeit geregnet hat und das Finger war dann nass. Dafür kann ich auch noch nichts. Der Hund hat ja zum Glück noch nicht gelitten. Aber die meinte, dass du auf Ja, die nichts haben- eingehst, hat sie gesagt. Ja, Du was, hast ich gehe nicht doch mit. drauf ein. Dass die Schweine weggehen, gehe ich doch drauf ein. Was soll ich weiter machen? Ich bin doch drauf eingegangen. Mehrmals versucht er jetzt, potenzielle Käufer zu erreichen. Die stöhnen ja auch wegen Geld und wegen allem. Vielleicht hat er deshalb heute kein Glück mit seinen Anrufen. Da nimmt keiner ab. Am nächsten Tag scheint wieder die Sonne. Morgenwäsche. An Federvieh herrscht hier kein Mangel. Aber auch die zahllosen Vögel müssen ernährt werden. Dafür geht seine ganze Rente drauf. Und wenn es in Notzeiten mal nicht gereicht hat, half sogar der Tierschutzverein aus. Nur in größter Not und mit größtem Widerwillen verkauft Klaus ein Tier. Ich liebe meine Gänse und meine Hunde und das Pferd und alles. Und wenn da irgendwie was weg ist, das ist immer irgendwie, das kostet der immer eine kleine Überwindung. Da habe ich immer eine Weile dran zu tun. Das ist so, als wenn ein Familienmitglied drauf ist. Es ist nun mal nicht anders. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und ich werde auch mit Tieren enden. Klaus' heiligster Schatz ist hier untergebracht. In diesem ausgedienten Bauwagen beherbergt er, wie er es nennt, seine kleine Bootstation. Für die Behörden der Horror. Da ist Elsterente bei, da ist Hochblutflutente, Wildente und auch 2 Gänse bei. Eine Pommerngans, eine kleine Pommerngans. Da muss man sehen, ob die Gänse die annehmen. Die Enten nicht, aber die Gänse, die könnten sie annehmen hier. Also die Güssel hier. Es gibt auch Gänse, die nehmen Enten an. Ein Einzelgänger ist Klaus nicht gerade. Als er früher in der Stadt lebte, hatte er sein Leben in vollen Zügen genossen, wie er sagt. Und heute hat er immer noch pulsierendes Leben um sich herum. Schönes Hundefutter. Wenn ich dies nicht mehr machen würde und ich hätte gar keine Tiere oder was, dann würde ich in meinem alten Beruf noch ein bisschen nebenbei arbeiten. Das geht ja auch. Aber so wie jetzt, das gefällt mir am besten. Nicht das Geld macht einen nicht glücklich. Der Umgang mit den Tieren und überhaupt so meine Arbeit. Dabei ist man glücklich. Kannst du dir ein Rentnerleben vorstellen? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Könnte ich gar nicht. Dann müsste ich den ganzen Tag spazieren gehen, das würde ich nicht aushalten. So, nun muss ich mal langsam raus hier. Ich muss das Ei loswerden. Kleine Hunde, kleine Hunde. Kein Hund da. Kleine Hunde, kleine Hunde. Die sind satt.
und halten Siesta. Auch der Herr der Tiere zieht sich zum täglichen Mittagsschlaf in seine Privatgemächer zurück, in die er niemand anderen hineinlässt. Schließlich hat er bessere Zeiten erlebt. Unter dem Dach seiner Eltern zum Beispiel, die nach der Flucht aus Polen hier einen großen und gepflegten Haushalt führten und angesehene Bauern waren. Davon ist heute so gut wie nichts mehr übrig. Bis auf ein paar Abendkleider. Draußen am Waldrand ist unterdessen Wolf Dieter dabei, den Zaun zu flicken. Die Schweine haben wieder mal ganze Arbeit geleistet, sich mit ihren Rüsseln durch die Erde gewühlt und den Maschendraht aus der Bodenverankerung gerissen. Damit kommen auch die Ziegen in die Schonung und ruinieren die jungen Bäume. Das Land gehört zwar Klaus, die Bäume aber nicht. Für ihre Aufforstung bekommt er Geld von der EU. Sein einziges sicheres Einkommen. Deshalb muss er den Zaun in Ordnung halten. Das sind ja über, ich glaube, 1600 Meter Zaun. Das kann einer gar nicht alleine schaffen. Schon alleine den Zaun zu begehen und dann zu reparieren, da wo die Tiere durchgebrochen sind, das ist für einen unmöglich. Eine doppelte Einzäunung wäre die Rettung, um die Schweine zu behalten. Aber dafür fehlt das Geld. Dann kommen sie doch noch, die Schweinekäufer. Hobbybauern, die noch Platz im Stall haben. In allerletzter Minute hat Klaus sie auftreiben können. Zuerst allerdings muss er verhandeln. Unter 4 Augen, versteht sich. Denn Geld soll bei dem Verkauf nicht fließen. Stattdessen soll der Bauer ihm später etwas von den Schweinen zurückgeben. Was immer auch das heißen mag. Da kann ich mich drauf machen, brauchen wir nicht schriftlich machen oder irgendwas. So, das sehe ich nämlich auch so. Dass wir rückwärts reindrücken. Dann kriegen sie auch alle mit, schätze ich. Ne? Na klar. Das ist nicht so schlimm. Ist auch besser so. Ich denke doch nicht, dass ich die Schweine nicht weggeben will. Ich will die loswerden. Wenn ich einmal sage, sie gehen weg, dann gehen sie wirklich weg. Naja. Die Schwarzen müssen auch ran da. Nicht. So wie damals die Schwarzen. Die merken gleich, was los ist. Sie ahnen Schlimmes und machen sich aus dem Staub. Die Hängebauchschweine bekommt er nicht zu fassen. Die anderen haben sich vom Futter locken lassen und sitzen bereits in der Falle. Klaus lässt sich nicht anmerken, wie ihm zumute ist. Also ruhig fressen. Ja, zu. Lass mal, die frisst ja alles. Weg sind sie, die Schweine. Gerade noch rechtzeitig. Auch bei Cliff ist jetzt alles in Ordnung in seinem neuen Zwinger. Die Hausaufgaben sind gemacht, als am Montag die Behörde wie angekündigt erscheint. Frau Salomon kann nur noch die Futtertonnen inspizieren, nach verbotenen Essensresten aus Gaststätten suchen. Höchst erleichtert, dass die Schweine tatsächlich nicht mehr da sind. Weizen. Ja. Da sind sie hingegangen. Und da sind die Schweine hin. Da sind die Schweine hin. Und der holt die Der anderen macht beiden auch noch und der holt die beiden anderen auch noch weg. Und wann haben Sie schon ausgemacht mit dem, wann er die anderen beiden holt? Ich habe eben gesagt, er war gestern schon Ja, hier. ja, und da haben Sie nicht gekriegt. Und da haben wir es noch nicht gekriegt. Und wenn ich sie reinkriege da Dann drin, rufen Sie an. dann rufe ich ihn an. Ja, genau. Das wird nur mit dem Gatter funktionieren, ne? Genau. Ja. Jetzt möchte ich Mäuschen sein, dass sie sich unterhalten. Kaum, dass die Frauen weg sind, wird neues Futter beschafft, als seien die Schweine immer noch da. Die Futterquellen werden alle aufrechterhalten. Vor allem die günstigen. Und die sind nicht immer ganz nach Vorschrift. Aber das macht den Spaß gerade aus. Man muss alles genau auswiegen. Wie weit es geht und wie weit es eben nicht geht. Probieren geht über Studieren. Heute ist die Großbäckerei dran. Hier ist alles im grünen Bereich. Altbrot ist erlaubt.
20 Euro. Schönes Futter. Und keine Schweine. Und schönes Futter und keine Schweine. Wer weiß? Man weiß ja nie. Die schmecken aber hier. Heute geht's auf direktem Weg zurück nach Hause. Denn dort haben sich schon die ersten Gäste eingefunden. Sie wollen mit Klaus seinen 70. Geburtstag feiern. In aller Eile wird für das Fest ein Verschlag zusammengezimmert. Wolf, Dieter und die anderen sind alles alte Freunde, die Klaus von Kindheit an kennen. Erst müssen wir oben runterlegen. Er ist ein Geber, er ist aber auch ein Nehmer. Ja. Aber ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ein Gesetzesbrecher ist er, sag ich mal so. Ja, ne? Und aber damit lebt er. Damit lebt er und damit kann er gut leben, denke ich mal. Wenn er das nicht kann, dann sagt kannst du gleich sagen. das hat keinen Sinn mehr. Nee, sagt er. nee. Das macht mir keinen Spaß, das ist keine Herausforderung mehr. Er kennt das Aufgeben nicht. Ja. Er kann nicht aufgeben und es gibt immer wieder einen Anfang bei ihm und finde ich gut. Zur Feier des Tages spielen die Tiere für einige Stunden mal keine Rolle. Auf deine 70, Klaus! Jawohl. Schön. Alles auf euer Wohl. Hip, hip. Hurra. Prost. Überraschungsgast der Party ist Frau Salomon, die Veterinärin vom Amt. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Danke. Eine körperliche Gesundheit. Ja, danke, Man danke. lernt nie aus. So ist Also es. ich hoffe, Einer lernt gut vom die nächste- anderen. es geht Ihnen gut die nächsten Vielen Jahre. Dank, Frau Papier Salomon. schmeiß ich gleich weg. Der Klaus, der hat Geburtstag heute, oben unten, vorne, hinten, überall. Ja, das wissen jetzt schon alle Leute, oben unten, vorne, hinten, überall. Der ehemalige Bürgermeister sorgt für die musikalische Unterhaltung. Einen stehen, oh mein Gott, wie ist der Klaus doch schön oben unten. Danke, Willi, das hat mich aber nicht zu Ende. Ja, aber ich kann zwischen, aber ich freue mich darüber. Die Freude muss ich zum Ausdruck bringen. Bis in den späten Abend hinein wird gesungen. Derweil gehen die Hühner schlafen. Oben in den Bäumen. Und morgen ist Klaus wieder allein mit seinen 1000 Tieren.